Nächster Versuch, dass ich da jetzt auf Start drücke. Ich weiß nicht, was YouTube für einen Schlaganfall hat, oder? So, Livestreaming, bla bla bla. Wir gehen da hier, dann wir gehen da hier. Weg. Keine Mikrofone. Oh, da steht jetzt mal, auf dem Ding steht live und sehr gut. Ist das gut? Ist das schlecht? Oh, da steht jetzt mal auf dem Ding. Hallo? Hallo? So, bevor mein Internet wieder abkackt, mein Internet war mittendrin weg. Das ist halt schon das zweite Mal, wo das passiert. Und jetzt ist gerade das dritte Mal passiert, während ich den zweiten Stream starten wollte. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich bete zum lieben Gott, dass das irgendeine Störscheiße vom Anbieter ist und nicht wieder mein Kabel, weil sonst kriege ich einen kompletten Ausraster. Falls ihr das seht und ich bin nochmal einfach mittendrin weg, dann geht's heute nicht mehr weiter. Ich meine, macht daher keinen Sinn nicht dann. Ansonsten, um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr, weil ich mich nicht auf das Ding da verlassen kann. Sofort aufhören zum Rumdonaten. Was ich noch schnell loswerden will, ich hatte heute einen schlechten Tag. Hoffentlich haben die Leute von vorher noch da. Mein kleiner verbaler Ausrutscher tut mir sehr leid. Entschuldigung, passiert. Habe auch mal einen schlechten Tag. Verzeihen Sie mir. So schlecht ist das Spiel gar nicht. Jetzt, was anfangen hat, verdammte Scheiße nochmal. So, das macht meine Laune jetzt allerdings nicht besser. Weil vorher waren 1000 Leute da und jetzt sind einfach 3/4 weg. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir nicht sicher, ob's... Ja gut, zum einen ist mein Internet abgehackt. Dann habe ich vorher probiert, den Stream zum pingen. Ja, funktioniert nicht. Dann war irgendein Privatstream online. Ich kriege einen Vogel, Alter. Ich kriege einen Vogel. Dran denken, Birger, ich atme ein, ich raste aus. Ja, das ist bei mir nichts Neues. Der Mann entschuldigt sich bei seiner Community. Wer ist das und was hat er mit mir? Hast recht. Hast recht, Gnerps. Fickt's euch! So, ich sag's jetzt allerdings auch, ich hab irgendwie keinen Bock mehr zum Spielen. Also zumindest jetzt, das ist mir der Bock vergangen. Frag mich bitte nicht warum. Die haben wir noch ein wenig weiter, schauen wir, was mit denen passiert und dann Schluss. Okay, weiß ich nicht. Switch bleibt mir erst für 11 Monate. Until Dawn gibt er jetzt schon gut aus? Ja, noch nicht. Bin wieder da ist er wieder, deswegen spackt der Internet, weil es nicht brav aussieht. Wahrscheinlich. Vogel! Meine Frau und ich sind noch da, das ist richtig. Glasfaser für Landau, schön weiß. Ich muss ja bloß einmal anständig make-up. Der Pimmel, was ist denn das da jetzt rechts unten im Monitor drin? Was war denn das jetzt wieder? So, haben wir jetzt im Spiel? Ignerps, bitte. Ignerps. Nein, einfach nur Knirps. Soll ich dir was Besseres empfehlen? Was denn? Was denn? Marvel, was denn? Ist es jetzt ein Topf? Ja. Das ist so eine. So, jetzt passt so. Wo haben wir stehen geblieben? Ich tue jetzt einfach ein Vorzelt, mit der wir jetzt einfach weiter, der haben wir noch ein wenig und dann schleichen wir uns. Die haben einfach so, als war nichts gewinnen. War kurz die Pümmelpause, hat er bloß 20 Minuten da. Herzlichen Glückwunsch. So, wir laufen ins Eckchen drin. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Oh mein Gott. Nein. Warte mal einfach gegangen. Das war so genial. Warte mal einfach gegangen. Warte, das musst du sehen. Ich will mir das nicht. Nein. Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht. Ich hatte Dein Angst. Gesicht! Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, Dann was? mache ich dich kalt. Nein, lass mich das sehen. Wo ist die Löschentaste? Ist das die hier? Es ist nichts passiert. Nein. Nicht witzig. Nicht witzig. Aber du bist so süß, wenn du Angst hast. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst. Ich hab nicht gewusst, dass man so sprechen kann. Angst in die Hose macht. Mürrisch, gut, du hast gewonnen. Witzig, streng dich mir an, Jess. Soweit ich sehe, ist So, irgendjemand muss halt nur sterben. Ist das so? Ja, du musst dich voll mehr anstrengen. Du willst also mehr. Warum haben wir heute einen schlechten Tag gehabt, Birger? Herr Gürkel, werde ich viel, das machen vielleicht andere TikToker, die das 12. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben, die ihnen Probleme gegebenenfalls in das Internet hineinbrummen, aber ich tue das nicht, okay? So, Ende des Gesprächs. Irgendjemand hat uns schon wieder nachgeschaut mit der Predator-Ansicht.
Alles, was ich gesehen habe, ist ihr Tanga, der rausblitzt. Das glaube ich ist gar kein Tanga, das ist so 12-jährigen Unterhosen. Schon, wer konnte überhaupt vernünftig reden? Das ist richtig. Jetzt hat es nur der Internet gefragt. Also nochmal, übrigens, jetzt mal kurz alle aufpassen, die noch da sind. Ich meine, 500 Lurker haben wir leider an den Internetausfall verloren. Das tut mir sehr leid, aber das hilft eh nicht. Falls ich mittendrin wieder einfach unangekündigt weg bin, dann komme ich heute nicht wieder, dann sehen wir uns am Montag. Und dann dürfen wir betten, dass das übers Wochenende aufhört, weil sonst kriege ich einen Flippe aus. Cool. Genau, den verbackelt man jetzt in... Oh, Josh. Ja, legen wir ihn wieder hin. Den legen wir wieder hin. Den nehmen wir nicht mit, den nehmen wir nicht an Josh mit. Nicht, nein, das tun wir nicht. Das ist nix. Ich hätte jetzt da einen Schnee rundum da und hätte ich gesagt Schneeballschlacht. Ja, wenn ihr am Bälle trifft, wenn es ein richtiger ist, dann kommt in solchen Fällen nicht ein Sperr Wow. von hinten. Was? Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Die hat uns ja bloß vergackert. Hier ein Mikro wegen weg. Immer so weit weg, dass man es nicht mehr im Beitel sieht. Das ist gut. Hab ich gehört. Was ist denn das? Hat da Ich weiß nicht, was- jemand geschrien? Ich weiß nicht, was das soll. Wieso? Nein, bestimmt nur ein Eichhörnchen. Naja, wer kennt das nicht? Das sogenannte Abartig. Todes-Aids-Eichhörnchen. Das lebt im tiefsten Wald und macht so. Mitten im Wald, richtig. Was auch sonst. Was? Hörst du das? Alles andere ist Schwachsinn. Hallo? Jemand da? Ja, mit Sicherheit. Oh, wir werden beobachtet, ja. Möchtest du wetten, dass das... Gute Idee. Verdammt! Tschüss. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Ja, fast. Genau. Stell dir vor, du bist in dem Wald und hörst den Schrei. Was machst du? Was machst du? So, haben wir jetzt endlich mal bei der sagenumwobenen Hütten, wo wir seit 3 Stunden hin wollen. Haben wir jetzt da dann bald einmal. Hat was. Ich bin Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Ja, abgefuckt die Scheiße aus Hütten. Die Hütte. Sie ist toll. Sie ist toll. Ja. Ja, super ist. Beste Platz zum Fegeln, den wir uns auch so hätten können. Wunderbar schon, hin? Da liegt was im Eck hinten, ist das wieder so ein behindertes Totem, dann mag ich es nicht haben. Oh. Hinweis entdeckt, alte Maske. Ist das nicht, hat derjenige, der wenn wir da am Anfang kennt sind, da steht Billy Bates. Zeigen, schau dir die Maske an, erschrecken, Rache ist süß, Rache ist süß. Jetzt ist sie wieder weg, oder? Und das mit glauben wir sicher nicht, nein, sie ist noch da. Oh, ich sehe Arschgrunzen. Oh mein Gott! Der ist mit Sicherheit. Nein! Hör auf! Oh mein Gott, Jess! Wag es nicht, mich jetzt auszulachen! Die Rache ist mein! Oh nein, das ist nicht fair! Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey, ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwärmen. Dann beeil dich aber mal. Unterschätze meine Aufwärmkünste nicht. Wo denn? In der. Oder. Hast du eine Vorstellung, wenn du da 30 cm Schnee hast, wenn du in den Eisbach einfallst, was dann los ist? Ja, wo gehen wir hin zum Aufwärmen? Wo in die Hütten da eine? You serious? Ich weiß nicht, was ist meine Aufgabe? Was? Über die Brücke sind wir gekommen, oder was? Jetzt gehen wir weiter. Ich check's nicht. Ich geh jetzt da einfach weiter, keine Ahnung, da hinten schaut mich an, das waren nur Hütten. Kommt sie, oder was tut's denn? Okay, sie kommt.
Hier rechts schon wieder irgendwas umeinander genagert sind. Kannst du ein bisschen aufhören damit? Oh, leck du Fotze! So, guten Morgen. Was ist das? Ich will's gar nicht wissen. Irgendwas hat den Hechts legt. Fick dich doch dann! Auf was ich noch? Oh. Verdammt. Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hilft nicht. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Ich bin jetzt aber gespannt, wie er das macht. Nein, Okay, Gott. Wie soll ich? ich kann nicht hinsehen. Okay. Willst du ihm das knacken, oder was? Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Okay, was? Was zur Hölle war das? Was war denn das? Ahnung. Eine Brücke, hier lang! Okay, wir laufen da mal. Schauen wir, ob wir es grob überleben. Keine Ahnung. Ach du verfickte. Was ist gerade? Okay. Rückzug riskieren, Weg folgen, Abkürzung riskieren. Gute Idee. Gute Idee. Wir nehmen den most risky shit, der da ist. Ich mag ja eigentlich einen sterben lassen. Ich muss die Hosen nicht langsam gefrieren. Ich tue jetzt einfach mal nix. Hoppala! Und sie rutscht ab. Tschüss! Super, für was muss ich denn dann überhaupt drücken? Oh! Jessica helfen. Ich bin für den Schlüssel. Jess, steh auf! Schnell! Los jetzt! Oh mein Gott! Jetzt kriegen wir jetzt wieder eine Viertelstunde Ansage, warum wir eine Käufer haben. Oh, irgendjemand steppt da drin. Hier ist genau. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz Wenn sie sicher, er dass verspricht, Bären ja keine dann. Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast Bunk, recht. ohne ist er drin. Okay. Das war der Schulweg von uns in die Oper. Ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Gute Frau, du hast ja mit Eiswasser durchtränkte typisch. Hosen an. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach Das schon ist am nicht Boden die kuschelige festgefahren Hütte, die du bist. versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, Gott. ich bin eine Lady und eine... Nochmal. Wer zur Hölle schreibt sowas? Vor nicht mal 2 Minuten ist ein blutiger Helch auf dem Storgling. Er wollte den Helch dann umbringen, was generell ja gut ist. Ja, treiben's knack um, ich weiß nicht, ob sowas geht, ich bin kein Jäger, Jäger wisst halt sowas oder vielleicht ein Metzger, ich weiß es nicht, aber ich hätte es wahrscheinlich auch so probiert. Ha, ist gut. Was passiert? Er reißt ihm den scheiß Kopf ab. Dann ist da irgendein Viech, das verfolgt sie, rennen Vollgas davor, sie sind eine Sekunde in dieser Hütte. Wir brauchen doch kein Feuer, das uns heiß wird. Kim, halt doch dein Maul. Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike, Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja. My Lady. Na, Biermann, RTL 3 waren uns gut. Ich bin für Tele 5-2. Eine Lady braucht Beleuchtung, aber keine trockene Unterhose. Mhm. So ist das also. Für was habe ich jetzt da umeinander gehen können? 1,5 Zentimeter und dann geht wieder Casino. Oh,
Scheiße. Ach, jetzt gespannt das? Mike! Was? Oh, Scheiße! Meine Hosen ist los. Wo ist es? Was? Wo Was ist ist denn? los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, Wo ist ganz denn dein Handy? ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ja, Ich unbedingt darf noch mein schon Handy nicht gehen. verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein 4. dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen den Bären. Oder was immer das war. Du denkst, die trägt eine Unterhose? Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht Ich seh's halt die komplett ganze Zeit nass schon. bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Beschissene Aktion. Tut Meinst mir leid, Jess. Bestimmt habe ich's im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig, also was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. Ja, ja, sicher. Da, jetzt gehen wir da hier drüber auf A. Oh ja, Zündhölzel, den nehmen wir. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Lucky, Lucky, jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Hey, Internet, wie schaut's denn aus? Kannst nicht nochmal Witz? Nicht? Okay. Falls du nicht das Rumkutschen mit Eisskulpturen abfährst, solltest du Feuer machen. Ich mach- Pronto! Pronto! Ja, ja, ich mach das Feuer jetzt. Da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Stimmungsvolles Licht, ja, komm schon. Jetzt hier, hier lauf. Zu die 63 Scheitel, die schon drin liegen, legen wir noch ein Scheitel dazu. Und noch eins, Fralli, du passt, du geht schon noch eins ein. Machen wir so. Mark 1, Feuer 0. Mark 1, Feuer Wirklich 0. schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wär's entspannter. Das sollte ihr jetzt sein. Na, wenn ich das früher gewusst Ich hätte. weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Ah, vorher Moi! Vorher, wo? Vorher umeinander? Also leck mich bloß am Arsch, Alter. Verführen, lass uns rummachen, beruhigen, was ist los? Da, hier rummachen. Ich hab gerade am Hell keinen Kopf abgerissen, männlicher wird's nicht mehr. Den Sprungwagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool. Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Das ist jetzt so geil. Es ist so geiler Trash, ich liebe Mike, es. die Fensterläden. Jetzt Was muss ist man's damit? jetzt mu- Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Oh, ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. War too Voilà. obvious gewesen. Die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Stimmt, da hinten vom Fensterschlitz, da kommt Tut keiner mir reinschauen. leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und Was? Was durchzuziehen? also, Diese Line ich bin Koks! selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Das fällt dir jetzt in ihre Hütte rein. Okay. Abschätzig, klingt kompliziert. Ich bin zu blöd zum Lesen. Beruhigend, du bist super heiß. Lass uns rummachen jetzt! Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja,
Und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Das war leicht. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Sieht man da was? Oh ja, es wird sich ausgezogen. Der Helchbär in 3, 2, 1. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Jetzt läuft auf einmal Muse. Wieso dreht er sich um, wenn ich nach vorn drücke? Ich verstehe es nicht. Wie groß ist denn die Hütten da wieder? Was? Da hat ein Zielsteiner geworfen anscheinend. Oh, ihr Handy, hä? Jazz-Tunes. Ah. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es... Ist vom Fenster einer klung. Oh, verfluchte Scheiße. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Jetzt geh ich mal raus und werde barfuß und werde ordentlich den Marsch blausen. Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Oh, der Predator. Jetzt bringen wir mal irgendwen um! So, Baby! Ja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also, genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! So eine Scheiße! Was? Hullet! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Es hat ein bisschen dauert. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, Es hat ein bisschen dauert, aber ich habe das Gefühl, jetzt geht's los. Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? ich meine, deshalb sind wir So, doch hier. den Strang habe ich das Gefühl, schauen wir Aber uns nicht noch so. und dann. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Weißt du, was mir gefällt? Dass man nicht sagt, was es ist. Menschlich ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Ich bin wirklich. Alter, die Steuerung! Die Steuerung ist eine dermaßen Katastrophe, das ist wirklich nur noch krass. Du kannst da mal anlegen, wie es macht. Ich drück nach rechts um, sie läuft nach links, Alter. Scheiße, Vorsicht! Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Dann fliegen uns wieder mit Bier umeinander. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washingtons, sogar mit Geheimgängen. Was vielleicht irgendein Street von mir das nennt, ich bin nicht bei Sea Master Race, ich kenne mich noch nicht aus, das ist einfach so schwammig. Es ist Space so Sollen wir schwammig. reingehen? Meinem Controller fällt gar nichts. Nee. Du gehst. Vielen Dank.
Ich hab vor kurzem erst Sekiro damit durchgespielt und halbert nochmal Dark Souls 3. Dem Controller-Fight gar nichts. Achtung. Das Spiel ist so eine schwammige Steuerung, dass du einen Vogel kriegst. Hinweis entdeckt. Ah, haben das die zwei, die hier sind. Wow, Was hast ist du das? entdeckt? Oh, da ist ein schwarzer Schmetterling um. Ich hab's genau gesehen schon. Was ist da? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Es liest sie fast so, als hätte es der Josh geschrieben. It's a trap. I don't believe you. Scheiße. Ehrlich, schau dir das an, beschützen sie ist nichts. Ja, schau's dir noch. Hey Ash, ich Schaust will du nicht, noch? dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Mein Mädel, zieh dir bitte eine Hosen und draußen hat's minus 30 Grad. Was war das? Mag's nicht wissen. Simato schreibt, oder Sekiro habe ich noch nicht mehr ausgespielt. Keine Geduld, ich weiß, du wirst sagen, dass es dann, wenn man's kann, wie ein Tanz ist. Ich find's nicht, mir ist es eine Qual. Ja gut, Ming muss man's natürlich schon, gell? So ist das nicht. War wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Oh geil, da Wenn ja, hängen dann Indianerbeutel. wäre das Sehr wirklich gut. beschissen. Was liegt denn da so rum? Let's have a look. 8. November 2013, Dr. C.J.R. Swaffham, Abteilung für Ethnizität, blablabla. Sehr geehrter Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme hatten. Zum Beispiel Graffiti und Personen, die den Außengebäuden unerlaubt übernachteten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Aha, aha. Du schreibst das, Mr. Sprengmeister? Entschuldigung, ich knerps. Eine Holzhütte im Wald auf einem Indianerfriedhof. Ja, 2013 hat das vielleicht noch ganz gut funktioniert, weißt du schon? Da war es noch nicht ganz so, aber selbst da war es schon. Ausgelutscht. Ich weiß nicht so recht, wo wir mich hingehen müssen. Ich gehe mal hier hin. Ist da was los? Ich darf mich so gern schneller und einfacher durch dieses Level bewegen, aber es geht einfach nicht, weil entweder säge ich mich nicht oder ich habe einen Wendekreis wie ein verdammter Bus oder die Scheißen von deiner Mom. Da hinten ist auch nix. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Cabin in the Woods Vibes, ja, schon ein wenig. War das der scheiß Bunker, wo wir gerade waren? Ja. Ist da weitergegangen? Nein, ich hab da hinten Treppen mehr spät. Gehen wir mal die Treppen auf. Oh, gehen wir halt mal die Treppen auf. Hast du die Spinne gerade gesehen? Nein. Zugegeben, nein. Sechst du auch so schlecht oder liegt's an mir? Alt, fett und blind? Ich bin schon auch ein bisschen blind, so ist das nicht. So ist es nicht. Ich hab zwar aus irgendeinem Grund auch alle 5 Sekunden meine Fresse im Chat aus irgendeinem Grund, aber da übersehe ich dann so eine Kleinigkeiten gern. Da haben wir was. Eine rote eine Süßkartoffel! Hinweis entdeckt. Hannas Brillenetui. Ja, was ist mit der Scheiße? Herzlichen Glückwunsch. Ist über die Monitoransicht krabbelt. Oh, hab ich nicht aufgepasst. Irgendwas hat doch genagert. Irgendeine Porträtier aufgemacht. Das gar so finster ist, phasenweise ist schon gescheit finster die ganze Zeit. Bis ihr Licht. War schon nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht so richtig, wo ich hin muss. Das ist mein. Oh, haben wir was? Mein Gott, nicht mehr. Oh Gott! Das ist wieder der Totem-Scheiß. Ich mag den Totem-Scheiß, geh weg!
Scheiß auf Tod, ich mag's nicht. Ich mag überhaupt nichts wissen. Stellt sich mir vor, mit dem man nur auf Twitch streamen, da hat's überhaupt nichts gesehen. Das war ein einziges Hirnbrei-Beizleben. Das Beutel. Schöne Masken da im Ding drin. Ja, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Jetzt gehen wir doch einmal um den Schreibtisch da rundherum. Das ist der einzige Pflege, wo ich noch gar nicht war. Nicht, dass da irgendwas liegt. Übersehe ich schon wieder irgendein Tier irgendwo in der Film. Meine, die Steuerung, Alter. Haben wir wieder da. Darin gibt's genau gar. Ach, jetzt der Schatten. Weißt du, was ich gemeint hab? Dass ich der Schatten bin. Also, dass ich den Schatten wirf. Da ist einfach ein Spinn durchgegraben. Jetzt hab ich's geschenkt. Twitch so viel schlechter oder frisst es so viel Leistung? Na, Twitch ist so viel schlechter, weil es die nur mit 6000 KB PS Kilobyte halt streamen lässt und nur mit 1080p. Und auf YouTube streame ich mit 1440p und mit 24.000. Also mit dem Vierfachen an Qualität. Allerdings, also im Prinzip mit dem Doppelten an Qualität. Und jetzt, oder natürlich, oh Gott, da ist die scheiß Tierzimmer, mein Gott. Jetzt stellst du dir vor, wenn die Quali nochmal halbiert wäre. Irgendein Arschloch hat irgendein Tier aufgemacht. Da gehen wir jetzt einfach raus und dem soll es mal nichts gehen. Ah ja. Wir sind natürlich eingesperrt, ist ja klar. Sicherlich sind wir mir eingesperrt. Und man kann pausieren und zurückspulen. Das geht bei YouTube, stimmt. Dafür hat einfach YouTuber. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh, wir kommen! Halt durch! Was ist mit ihr jetzt? Warum werden da alle aber durch den Song? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Werde... Ash? Richtig ansehen. Dafür ist auf Twitch der Chat besser. Oh, jetzt haben wir aber was auch nicht schön gefangen. Oh oh. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Ich kann da gar keinen guten Leiden außer So. Mettern und Josh. Das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Das ist wahrscheinlich jetzt meine Auswahl, wer stirbt, oder? Ich mag Sam am liebsten. Nö, nimm einen Josh. Nimm einen Josh. Weiter. Ich habe die Vermutung, die Leute, die ich am liebsten mag, werden einfach nicht überleben. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da liegen soll und ich sie mit dem Binken am Hirn nehme.
Bin mir nicht sicher. Ich mag den Machetenkerl. Ne? Der mal so, wie es wirklich gehört. Ihm kann man gut leiden. Da mag ich auch sie, glaube ich, lieber wie er. Er ist ein totaler Vollidiot. Alter. Sie haben beide behindert. Sag ich dir, wie es ist. Da sind einfach beide behindert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann nehmen wir ihn. Das ist ein Totalsrind. So, wen haben wir da? Oh! Sam oder sie? Dann nehmen wir, ja, jeder mag, weiß das schon. Aber er ist humorvoll, gut, gell, ich weiß eh. So, jetzt haben wir da, nehmen wir auch ihn. In der Hoffnung, dass er einfach stirbt. Mit seiner Lesbenfrisur. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Es war leicht. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Das war einfach. Was ist denn jetzt das da eigentlich? Warum hängt denn jetzt da auf einmal Puppen? Die war vorher da noch nicht. Was soll das? Und sie war eine Tote im Vorschau. Was? Und wir haben da gar keine Tote mehr aufgeklappt seit dem ersten. Chapter 4! Loyalty! Entschuldigung, 7 Stunden bis zum Morgen. Oh fuck! Oh fuck, so ein Fuck! So, da ist einfach ein Quad drin, Oh okay. mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! Ob man mir die Jessica da. Oh, scheiße, das ist ja klar, dass da ist ja der Ding noch gar nicht angezeigt. Warte mal. Oh Mann, jetzt mach ich wieder alles kaputt. Ich weiß eh, was es ist. Warte mal. Krieg ich da einen Stream hinein? Warte mal. So, jetzt schon hin. Nochmal. Schöner Cliffhanger. Ob wir die Jessica da rauskriegen oder nicht, das erfahren wir heute nicht mehr. Sag ich dir, was es ist. Das erfahren wir heute nicht mehr. Bleib da, ich wollte dich noch budern. Schöner Cliffhanger. So, es gibt aber auch gleichzeitig ein kleines Fazit. Nochmal, ich schätze, dass die Leute von vorher schon gar nicht mehr da sind. Kann ich nur verstehen. Ich bitte noch einmal kurz um Verzeihung für den kleinen Ausrutscher von vorher. Aber wenn ich schon den ganzen Tag pisst bin, wenn dann jemand kommt, der mir kurz nur dumm kommt, da haben wir schon andere Renés etc. gehabt, die dann aufs Maul kriegen. Die stärker aufs Maul kriegen. Und bei denen habe ich mich nicht entschuldigt. Zugegeben, es ist cheesy. Ist das jetzt gut oder schlecht? Eigentlich ist es schlecht, aber wenn man an die Sache herangeht, so wie das Bürgerin zum Beispiel tut, wir wirklich, wie soll ich sagen, die sich wirklich hier sitzt und auf Tele 5 wirklich Trash-Filme anschaut und das mit einem Genuss. Und da Spaß dabei hat, dann kann man auch da Spaß dabei haben. Da haben jetzt leider Gottes natürlich, jetzt haben wir da gute 2,5, 3 Stunden reingezockt und es ist nicht recht viel basiert, es ist halt alles sehr aufgebaut und es ist wirklich cheesy as fuck. Aber wenn man das außer Acht lässt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Wie soll ich sagen? So schlecht gemacht. Das scheiß Prinzip auch von den Anthology-Spielen, da wo wir schon 3 gespielt haben, oder 2, 3 gespielt haben wir 3 oder 2 gespielt, ich weiß nicht mehr. The Village. Und das mit der Rettungsfotzen, das weiß ich nicht, wo wir auf dem Boot waren. Und das in der Pyramide drinnen so. Das ist eigentlich eine richtig coole Idee von Art von Spiel. So, da gibt es eigentlich nur das, die so ist. Und jetzt fängt es langsam an, spannend zu werden und da haben durchaus ein paar Jumpscares dabei und ich glaube, dass das auch noch besser wird. Ich hoffe, dass ein paar brutale Kills dabei sind. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem, wo es durch die Tür durchzieht, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass er sich so zusammenfällt und dann so ganz langsam aus dem Ding raus dabei reißt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, nur lustigerweise andersrum gewesen, dass es so nach hinten zusammenbirgt und dann aus. Aber gut, schauen wir mal. Der Trash macht so da irgendwie aus. Das stimmt irgendwie leider Gottes auch.
Na, weiß nicht. Ich hab mit einer Skalpierung gerechnet. Nein, ich hab wirklich durch das kleine Loch so durchgezogen, so hätte ich schon geil gefunden. Und ansonsten haben wir noch nicht recht viel sterben sehen. Die andere, gut, die ist vom Felsen runtergefallen, das war predicted, das haben wir in dem Totem-Vorschauteil gesehen. Deswegen mag ich gar nicht mehr aufglauben. Also ich kann es verstehen, wenn man das Spiel so spielt, dass man die alle überleben lassen will, dann möchte ich eventuell die Totems sehen. Ja, sicher. Aber in unserem Fall, ich möchte die leider eigentlich schön brav sterben lassen und deswegen möchte ich keinen Kill vorher sehen, sondern der soll einfach spontan passieren, so wie das jetzt. Das war jetzt bei weitem nicht so amüsant gewesen, wenn ich vorher in einem Totem diesen Tod schon gesehen hätte. Wenn es ihn irgendwo zum Singen gäbe, weiß ich ja nicht. Ist doch bei alle Teenie-Horrorfilmen so, dass du denkst, Alter, ja, ganz ehrlich, ich liebe Scream, ja, vor allem den ersten Teil. Da war ich, wie alt war ich da? Der ist von 1900. Scheiße, ist er von 96 oder ist er von 98? Ich glaube eher 96. Da war ich, nein, 96. Ich weiß nicht mehr, Scream 1. Ich muss jetzt nachschauen. Normalerweise weiß ich so einen Scheiß, aber kein Mensch weiß warum. Scream 1 Release Date 97. Verdammt. Ich liebe diesen Film genauso wie pass auf mit dem Telefon, du Arsch! Er ist von 97 übrigens, 30. Oktober 97, wenn es jemand interessiert. Genauso wie alles, was darauf gefolgt ist. Ja, wie zum Beispiel, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Im Prinzip sind ja die Urväter davon eigentlich wirklich Freitag der 13., Halloween, Texas Chainsaw Massacre und lauter so Sachen. Aber ich mag diese Filme einfach. Heute haben die ein bisschen schlecht gealtert, muss man einfach also sagen. Muss man einfach so sagen. Scary Movie, ja, ich kenne jetzt nicht so diese Slasher-Filme dazu, aber Scary Movie ist da natürlich auch daraus entstanden. Und so um die 2000er-Wende, da haben, ja gut, so jung haben wir da herin ja nicht, sind ja doch einige dieser Filme entstanden und so fühlt sich dieser Film an. Und man muss sich auf die cheesy Kommentare und die cheesy Dialoge einlassen, wobei den Eindruck, entweder stumpf ab mit der Zeit, wenn ich das 2-3 Stunden spiele, oder mit der Zeit werden es besser. Also hört sich jetzt blöd an, mit der Zeit werden die Dialoge ein bisschen besser und ein bisschen hochwertiger, aber dann, wenn ich den Eindruck habe, es geht wieder ein bisschen in die auch die schauspielerische Leistung und so, auf einmal wie so, dann gehen wir wieder nach unten. Ja, mei. Spielen wir auf alle Fälle weiter. Jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger. Ich möchte auch wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, wer ist der Typ unter den Masken. Haben wir nicht eventuell doch irgendwas Übernatürliches da? Weil was schaut uns da an mit dieser roten Vision und so? Ich möchte es sehen. Und so unendlich lang, glaube ich, dauert Until Dawn auch nicht. Das nächste Mal werden wir allerdings erst am Freitag in einer Woche spielen. Warum? Nächste Woche Freitag kommt Battlefield. Das ist das einzige Spiel im ganzen Horror-Oktober, das nichts mit Grusel, Finster, Todeshölle, Montag und Mittwoch und Geschichten zum Tod. So schauen wir aus. Rote Vision ist der Warwick. Oh, das kann tatsächlich der Warwick sein. Aber der Warwick hätte sie nicht durch dir ausgezogen, sondern der Warwick war eingesprungen. Aber schön, dass noch jemand leider Gottes zu viel Zeit in LOL verbracht hat. Was spielen wir noch indie-mäßig? Am Montag wahrscheinlich Pieces of Me. Das ist ein neues Spiel von Amica Games. Das ist der Typ, der uns letztes Jahr dermaßen quer durch den ganzen Oktober gefehlt hat. Am Mittwoch geht es weiter mit Luto. Am Freitag Battlefield 6. Und es war das Urgott-Ult. oder der Blitzcrank Hook. Stark. Mr. Marvel, Baby Steps ist schon auf der Liste. Tun Sie sich nicht hinunter. Wenn einmal ein Löchlein drin ist, können wir uns anschauen, ja. Ich hoffe jetzt mal auf richtiges Hosenscheiß-Gespräch. Ja, also Pieces of Me ist wahrscheinlich ein Hosenscheiß-Gespräch. Und Luto ist irgendwo dazwischen und da jetzt bei Until Dawn, da ist jetzt nicht so zum in die Hosen scheißen, das ist allein schon, weil so viele Cutscenes kämen und weil man da immer zu zweit ist und weil man nicht allein irgendwo durch Gangal schleift und so weiter und so fort. Das ist halt einfach eine andere Art. Das habe ich aber auch sehr lang angekündigt, gell? Sehr lang. Und wenn wir mir Silent Hill F spielen, dann wir uns keine Sekunde in die Hose machen. Ja? Keine Sekunde nicht. Ganz ehrlich, ich kann die Wertungen nicht verstehen. Jedes Gameplay, das ich gesehen habe, jeden Stream, den ich kurz gesehen habe, das schaut so furchtbar aus, dass ich Kotzen kriege. Ich verstehe nicht, wie man dem Spiel eine Wertung über 80 geben kann. Das verstehe ich nicht.
Also das verstehe ich nicht. Kim Fears of Fathom an. Da gibt's doch 4 oder 5 verschiedene Teile. Steht auf der Liste. Ich glaube, je nachdem, ich kann nicht einschätzen, wann wir mir mit Luto fertig werden. Ich kann nicht einschätzen, wann wir mir mit Until Dawn fertig werden. Ich denke, die zweite Hälfte des Horror Oktobers ist Montag, Mittwoch und Freitag. Dann halt Until Dawn, bis wir fertig sind. Und dann eventuell ein weiteres Indie-Game. Und dann kämen die Fears of Fathom Teile. Da gibt's ja mehrere, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Bin ich by the way der Einzige, der eine Maus an League verloren hat? Nein, das nicht. Nein. Das einzige Spiel, an dem ich mehr Mäuse verloren habe, war Counter-Strike. Hast du den Trailer zu OD Knock gesehen? Ja, habe ich. Aber den schaue ich mir erst, oder sagen wir so, ich interessiere mich erst dafür, wenn einigermaßen einmal ein Release-Datum da ist. Wir haben uns alle schon einmal auf ein Horrorspiel oder auf ein gruseliges Spiel vom Kojima gefreut und dann ist es nie gekommen. Abwarten. Und es ist ja der Trailer. Nicht vom Trailer blenden lassen. Nicht vom Trailer blenden lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel am Schluss so ausschaut. Naja, ein Drittel oder haben ja noch 7 Stunden till dann. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. So. Jetzt gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, noch einmal entschuldigen Sie meine kurze Entgleisung, aber ich hatte eine beschissene Woche und einen beschissenen Tag. Dankeschön. Passiert auch mir einmal im Jahr, darf ich das auch. Ich hoffe, die Leute, die es getroffen hat, sehen das noch. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. An alle anderen, Like smashen, Abo da lassen, falls du das noch nicht getan hast, aber ich glaube, wer jetzt noch da ist, ohne Abo, den verstehe ich sowieso nicht. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Kuss auf die Nuss an die Moderatoren. Ich hoffe, dass mein Internet herhält. Das wird richtig spannend. Das war richtig asozial. Wenn im Horror Oktober jetzt vor allem, wenn meine Internetleitung wieder zum Spacken anfängt. Ich kriege einen Vogel. Danke für die ganzen Donations. Das glaube ich, seid ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, wenn ich das so richtig sehe. Kriminalfeier. Vielen Dank an alle. Achtung. Vielen Dank an alle, die sich aus dem Shop was vom neuen Motiv genehmigen. Küsschen da auch aufs Nüsschen. Das war's auch schon wieder mit der Werbung. Nun schleichen Sie sich davon. Ich wünsche euch einen schönen Wochenendausklang, beziehungsweise eigentlich fangen sie ja erst an. Und an der Riesung sehen wir uns am Montag um 20 Uhr. Wer noch nicht im Discord ist, rein ins Discord. Link ist da unten in der Beschreibung drin. Da kündige ich jeden Sonntag übrigens an, was wir spielen und wann. Nur ich glaube, es ist einmal in 8 Jahren vorgekommen, dass ich was ankündige und dann nicht spiele und was anderes spiele, vielleicht zweimal. Und dann wüsst ihr sehen. Und jetzt würde ich sagen, schleicht euch davon. Vielen Dank für alles und herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder. Das ist halt eskaliert, ne? So schaut's aus. Vielen Dank, Kuss auf die Nuss, danke für die Resubs, schleichen Sie sich davon. Halle! So, und jetzt, ich muss sowas von ins Bett, dass die Hosen scheißt, dass es spät ist. Ich bin ja das erste Mal seit langem um 11:30 im Miet. Ich lasse mich immer überraschen, ist am besten. Herr Quartun, das ist du bist auch schon sehr lang dabei, das weiß ich. Dann lass dich schon sehr lange überraschen. Passt. Schleicht euch davon, hauen Sie sich hinein, hau ich die Ehre. Achtung. Da.